so eng mise en matière iwwer Funktionen vum Geld. Ich wollte da eng paar die so klein Filmer weisen von bestimmten Leuten, die dort so sich äußeren, zu den Funktionen vom Geld sich äußeren. Und wir können das dann noch holen als Basis in der Diskussion. Also das ist also eine mise en matière. Und dann ging ein zweiten Teil von der Formation, dass wir dann den nächsten Mittwoch, da ging es darum gehen, für die verschiedenen Formen zu gucken, die Geld unhält. Das ist ein bisschen mehr technisch, zumindest am Anfang, was monetäre Instrumente auch überlangt. Und die Changementen auch, die geschieht sind an den 80er Jahren, ganz gravierend waren und die auch hautlos die ganze Geldpolitik beherrschten. Ich will denken, ich weiß nicht zu hart, ich weiß nicht zu los. Das ist gut, tipptopp, Mess. Ja, okay. Bon, da wäre ein Drittel Teil von der Formation. Das ist nicht nächste Woche mit 2 Wochen noch. Also das ist nicht die Woche drauf, mit 2 Wochen drauf Mittwochs. Und da ging es dann darum zu gucken, was sind die notwendigen Änderungen, die müsste viel geholt gegenüber von der Geldpolitik, wenn man par rapport zu der wirtschaftlicher, der ökologischer und der sozialer Krise will reagieren. Weil ich ging also mit der mise en matière aufhängen, mit einer Karikatur. Die Karikatur, die direkt am Anfang ganz viel aus, werde ich auch am Vorfeld von der Formation von Leuten gesagt habe. Du sind Leute, die gesagt haben, Geld ist ja eigentlich ein Mittel für Leben zu erleichtern. An der Wirklichkeit wird Geld benutzt, für ganz oft Leben zu erschweren und Leute zu unterdrücken. Wenn die gesehen hat, auf der Karikatur, so am Anfang das Golden Calf hat ugebiert wird. Urgesetze Leute, die gehen massiv zu und aus, da werden es an die Landschaft dran. Der Mann innen die Knete, kann ich so, dass ein Bankier oder ein Ökonomist den total unterworfen ist, dem Abfluss zum Geld, wieder dann ein paar Gangster, die da versichern, hier Pech recht zu wollen. Das heißt, die ganze Kriminalität, die ist auch noch da dran. Und wenn da die Bullen da guckt, die stehen natürlich Monnaie als Objektiv pour simplifier la vie und für faciliter les échanges. Also an dem halten also so, die sind dann von die ganzen Kontradiktionen dran, die Geld halt mit sich bringt. Bon, du hast ich weiß nicht, ein echter kleiner Film, da kommt ein Mann zu Wort, der Michael Linton, den ganz viele verschiedene Berufe ausgeübt hat, als Physiker, als Chemist, und als aber auch im Bus gefahren, Computerprogrammation, und hat sich ganz stark engagiert in Kanada für den ersten lokalen Handelssystem aufzubauen. Das ist eine lokale Währung, die ihn da lanciert wird. Wir kommen auch auf die lokalen Währungen zu schwätzen. Aber was sieht denn Michael Linton dazu? Fundamentally, when you have a money of that nature, it keeps a drop. Because the way that an addiction happens is when there's something I need, and I'm not sure I can always get it. So I'm always looking for it, always looking for it, always looking for it. And if you look at what our society has become, it has become utterly addicted to the pursuit, the acquisition and the control of money, to the detriment of what that money could enable in our society. So we have to cure our addiction. Voilà, das ist also Geld als Drog, wird nicht eigentlich als ganze Gesellschaft funktionieren. Ich will auch schon eine Bemerkung machen, die kriegt alle guten Text über das, werden nur an der Formation gesucht, die braucht also noch nicht andauernd Notizen zu holen,
die kriegt das schriftlich nur der Formation, weiter aber groß könnt machen, dass ich Sachen notieren, wo eventuell nach zusätzlich frohe sind und auch frohen Abschreiben noch für Diskussion. Bon, wir kommen dann noch um Funktionen, die traditionellen Funktionen von Geld. Geld als, weil ihr seht, ein Äquivalent an Echange. Und der Marx, die schreibt dort so, dass eine Erscheinungsform der Arbeitszeit, die individuelle Inkarnation von der gesellschaftlichen Arbeit, der Marx, die basiert sich ja auf den Wert, an den Wert, den als durch die Arbeitszeit, die integriert wird, die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die integriert wird an ein Gut, die stellt den Wert durch. Die ist für den Marx als Geld eigentlich just ein Mittel für zu kontabilisieren, die Wert zu kontabilisieren. Geld als ein allgemein Gut. Das ist der Ursprung vom Geldwert, die leidet an der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, wie bei all anderen Gut. Und da kommen wir auf den Fetischismus, Gut und Geld. Der Wert, die geht an den konkreten Eigenschaften von der Sache Gesicht am Platz an der gesellschaftlichen Relevanz von der gelebten Arbeit. Aber du merkst, dass von den klassischen Ökonomisten haben sich eben auf den Wert von der Arbeitszeit, die an ein Gut integriert wird, basiert. Klassische Ökonomisten, Adam Smith, Ricardo. Das wird ja noch geändert, zum Schluss oder schon Mitte 19. Jahrhundert, wo der Marché, der Markt, geholfen ging, für den Wert von einer Gut zu bestimmen. Wenn wir noch gucken, was ist dann noch toll von dem Geld? Geld muss, weil das Maßstab der Werte und der Preise, wie das bei Marx ist, das gleichzeitig ein Instrument für zu tauschen. Ich schon ein Gut und ich will ein anderer Gut kriegen. Die andere Gut, die ist vielleicht mehr wert oder denjenigen, den mir will, den Ming Gut will, den sing Gut interessiert mich überhaupt nicht. Und dann holen wir Geld als Mittel für den Echange zu machen. Das heißt, ich tausche Ming Gut gegen Geld. Und das Geld, was ich kriege, erlaubt mir dann, irgendein anderer Gut zu kaufen, für die ich mich interessiere. Also erleichtert an dem Sinn die Chance. Aber, wird ganz viel gesagt, wir brauchen Geld für Echange zu machen. Wir brauchen Geld für, dass wir halt Wirtschaft funktioniert, dass der Markt geht. Und dann ist die Frage von dem Druck gegenüber von dem Echange monetär. Da gibt es aber ganz widersprüchliche Meinungen. Den Polanyi, der Gräber, David Graeber als ein amerikanischen Anthropolog, die gesehen, die Changen en Natur, also ein Ruhe gegen den anderen Ruhe, während der Paiement. Das ist die zwei Sachen, die zwei Sorten von Echange existieren parallel, am Hund parallel an der ganzen Geschichte existieren. An einer selben Gesellschaft gibt also verschiedene Moden von Zirkulation von Bien à Service. Natürlich sowohl im Niveau, dass das Geld benutzt wird, wie auch einer
Mode de Zirkulation. Wenn wir lo eine Etappe weitergehen, wir gucken uns Geld als Zahlungsmittel. Nicht nur mit Zirkulationsmittel, mit Zahlungsmittel. Dann komme ich an die Richtung von dem Geld als Schuld. Ich schulde engem Geld. Und ich muss das Geld zurückbezahlen. Und der Gräber, die geht das ist ganz interessant, wie ihn das beschreibt an seinem Buch La dette 5000 ans d'histoire. Wenn ein Kind Zeit hat, können wir den nicht schmücken, mal ein Jahr holen. Das heißt, für ihn als Schuld ein anthropologisch fundamental Mittel für Leute zu verbannen. Mit die Schuld, die ist nicht immer negativ. Ich lege einen engen Dienst, dadurch, dass den ganz viel bei mir an der Schuld, nee. Dadurch schafft ich aber auch eine Verbindung zwischen mir und der anderen Person. Und das kann auch etwas Positives sein. Problem entsteht im Moment, wo am Platz von dem engen Échange équitable eine Relation entsteht, die bemol asymmetrisch ist, wo eine Aufhängigkeit entsteht, wo auch dadurch ein Druckmittel entsteht. Und ich gebe heute beispielsweise Beispiele gehen, also von den Konquistadoren an Südamerika, die dann hier Rüstungen müssten kaufen, hier ganzen Equipment müssten kaufen, die sich ganz stark verschuldet tun. Und die dann doch auch müssten, für die Suen zurückzubezahlen, schrecklich Sachen machen. Ne? Also die Massaker von der Population indigene in Südamerika kennt auch durch, weil die Typen, die da mitgemacht haben, selber auch ganz oft in einer dummen Situation waren, dass sie so gebraucht haben, auch für ihr Schuld zurückzubezahlen. Aber wenn ich da gucke, was mit Griechenland geschieht in letzter Zeit, da gesagt dann, dass für Schulden zurückzubezahlen, die schlimmste Sachen geschehen, wenn Volk total unterdrückt wird aus der USA. Das ist dann dem Moment wirklich den ganz negativen Aspekt von der Schuld. Bon, und da gehen wir an die Richtung von dem Geld als Instrument für eine Reserve de Valeur zu holen. Ich lehne eine Reserve wir können einer Waren oder einer Service zu kaufen. Und in dem Moment als auch Geld bien à part entière. Also ich will nicht Geld einfach für können zu tauschen, ich will Geld als Mittel für mich zu bereichern, für zu spekulieren. An dem Moment ist das eine Kontradiktion auch mit den anderen Funktionen von Geld. Zum Beispiel, wenn ich spekuliere, dass der Wert von Geld sich verändert, spekulieren auf den Wert zum Beispiel von einer Währung, dann komme ich ja an eine Kontradiktion par rapport zu einer Mesure de Valeur. Ein Meter Geld, den man changiert. Also, das ist nicht wie ein Meter, den wir drunter mit einer Dimension. Und dann verliert im Moment Wert, Geld, de Valeur von der Mesure. Aber den Bernard Litter, den bringt das auch aus. Bernard Litter als Prof auf der Uni von Berkeley in den USA, ein alter Member auch vom Club of Rome. Das ist auch ein Spezialist von Geld, Relationen auf internationalem Plan. Hier guckt, was
geschieht, wenn Geld lo ein bien à part entière. Ich bin nicht dann mal für, Si je crée un outil d'épargne, par définition, en accumulant son prix d'autres. Donc, c'est un moyen de. Ça rend la monnaie plus rare pour d'autres pour faire des échanges. Et aujourd'hui également, le fait que nous avons les monnaies comme un outil de spéculation rend impossible qu'elles soient aussi un standard de valeur. Na een andere film, Patrick Vivray, als diejenigen, die sogenannten Sol-Währung, voor Solidarität, auf Frankreich van neergegroeven wordt, wo also Versicht gött, über so eine Art Monnaie komplementär, die könnt auch man Beki vergleichen am Westen vom Land, Versicht gött für die Wirtschaft, für die Ökonomie lokal zu developieren. Und noch denen Leute, die nicht unbedingt Geld tun, weil Geld so eben rar ist, und das wird für den Bernard Liter gesagt wird, für die Leute ermöglichen, trotzdem in der Wirtschaft, an dem Leben, sozialen Leben teilzunehmen. Ja, ich mal so weit hin zu sagen, devient une fin en elle-même, et si elle prend de la valeur au fil du temps, grâce à l'intérêt qu'on posait, il y a évidemment les possesseurs de monnaie vont avoir un pouvoir de domination sur ceux qui n'en possèdent pas ou qui en possèdent moins. Et on retrouve la question de la double face de la monnaie. Dans sa face positive, la monnaie est une source de pacification et de facilitation de l'échange. Dans sa face négative, c'est une source de rapport de domination, voire de guerre. C'est la logique de guerre économique. Voilà, bis dahin haben wir die sogenannte klassische Funktionen vom Geld gesehen. Eine moderne Funktion vom Geld als entstanden am 20. Jahrhundert, wo Geld ein Instrument ging als für Wirtschaftspolitik zu machen. Durch die Quantität vom Geld, das zirkuliert, kann ich einen Impact haben auf Kapazität von dem, was produziert wird. Von der Produktionsmöglichkeit, vom Konsum und so weiter. Das ist dann Geld als aktiv Element, Instrument für Wirtschaftspolitik zu machen. Geld als nicht mehr neutral. Geld als nicht ein Schleier, den einfach über dem allen leidt und den also nicht bewirkt. Nee, Geld als eine Möglichkeit für die Wirtschaft zu fördern. Das vertieft umgesetzt ging an dem sogenannten New Deal von Roosevelt an 30er Jahren, wo die ganz schlimme Wirtschaftskrise eben war, Kapitalismus, wo also dann eine Budgetspolitik, eine expansionistische Geldpolitik gemacht ging, wo sich gesteigt ging, ob Theorien von John Maynard Keynes, die in 20 Jahren unpubliziert wird, an der Richtung. Und hier hat ein Foto Mother aus der Kollektion von Bitter Years. Bitter Years, das ist eine Kollektion, die gemacht ging von Fotos vom Steichen. Wir haben zum Beispiel hier zu Diddling am Wassertour ein ganz Party von denen Fotos hängt. Ich meine sogar die tote Fotos. Weil also die ganze Misere widerspiegelt, demals an den, ganz besonders an den Südstaaten von den USA. Bon, laut Geld, Monnaie comme aktiv, also Geld für Wirtschaftsaktivität zu beeinflussen, Geld wird der Vektor für politisch und sozial Changement. Der Polanyi, die schwätzt auch von der ganzen Desorganisation von Geld auf internationalem Plan. Erinnert dich an
die schreckliche Inflation, Inflation galoppant, wirklich an Deutschland an 20er Jahren, das auch ermöglicht wird, dass Hitler und Macht kommen ist. Und dass dann schließlich auch ein Zweite Weltkrieg kommt. Das Geld als ein immens wichtiger Faktor für die Leute, für die Wirtschaft zu beeinflussen, die Gesellschaft insgesamt zu beeinflussen. Bon, nach vielleicht Wort zum Keynes, der Keynes, den Wort, die schwätzt von der sogenannten Präferenz für boer Geld. Die Leute, die konservieren Geld als einer Form von also boer Geld, sie wird auf die Konten, sie wird so diese an der Tasche aus drei Motive, aus drei Gründen. Erstens, wir können zu kaufen. Zweitens, wir können einen Apfel für den Dusch zu halen, wenn es nicht schlecht geht. Und drittens, für zu spekulieren. Und wenn wir ein Taux d'intérêt haben, Zinsfuß haben, den schwer ist, da gibt die Präferenz für die Liquidität, da gibt die positiv beeinflusst. Weil die Leute dann kein Interesse haben, so irgendwo zu platzieren, halten sie in der Form liquid. Und wenn wir aber an Situationen kommen, dass Taux d'intérêt, also Zinsen, zu viel schwer gehen, so wie das im Moment der Fall ist, oder sogar negativ gehen, an dem Fall, das aktiviert, was der Keynes genannt wird, so ein richtig Teil von der Liquidität, das Geld verschwindet einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr disponibel, es wird nicht mehr investiert, Geld zirkuliert nicht mehr. Das wissen auch die Situation, die wir hier haben, mit dem Keynes, die beschreibt das so, mit Kino noch ganz viel andere Gründe, die wir auch werden an den nächsten Deler von der Formation gesehen. Bon, Selon les Nations Unies, en 1999, la fortune des 225 individus les plus riches était égale aux revenus annuels des 2,5 milliards d'êtres humains les plus pauvres. Pour eux, on peut dire que la monnaie est rare et qu'elle est artificiellement rare. C'est-à-dire que ces 2,5 milliards d'êtres humains, à peu près, ont une capacité d'échange, de création, qui va se trouver stérilisée par le fait qu'ils n'ont pas ou pas assez de monnaie. Inversement, pour les 227 personnes qui ont des fortunes absolument démentielles, là, elles sont dans un excès de monnaie et d'ailleurs, on voit bien qu'elles ne réinjectent pas l'essentiel de ces sommes à l'intérieur de l'économie réelle. Voilà, dann sind wir eben an der Situation, dass Geld bemol rar ist, weil verschiedene Leute sich Massen von Geld akkaparieren, aber für die anderen bleibt nicht. Für das ein bisschen zu attenuieren, gibt es zwei Möglichkeiten, die benutzt, die sind in der Vergangenheit, die sogenannten System d'échange lokal oder dann eine Monnaie lokal einfach geschaffen, wie beispielsweise der Beki an Rednerkanton. Über das System d'échange lokal, das Folgendes zu sagen, war das ein System d'échange in Alternativ als zu dem System monetär. Ich brauche nicht unbedingt Geld, aber ich schaffe mal ein Réseau von Leuten, die bien ein Service austauschen, ohne unbedingt Geld zu brauchen. Das Objektiv ist also die Entwicklung von sozialen Relationen an dem Moment den Rapport mit dem Geld für den zu transformieren. Bei dem System d'échange lokal, den ist eigentlich basiert auf dem Druck, also ein Wur gegen den anderen Wur, ein Service gegen den
eng einer wo ausgetauscht. An die Kooperation zwischen den Leuten, die an so einem System d'échange lokal sind, das erlaubt eben, sie drängen, für zu partizipieren und der Leben auf wirtschaftlichem und sozialen Plan. Ich bin nicht kleine Film für, wir wissen zwar, wie so ein System d'échange lokal funktioniert. Système d'échange. Alors, échange, la base des thèmes, c'est l'échange. L'échange entre les personnes, échange de biens, échange de services, échange de savoir. Au lieu de faire des échanges de personne à personne, par exemple, Emmanuel et moi, on va échanger. Je lui offre quelque chose pour que l'échange soit équilibré, il va m'offrir quelque chose à mon tour. Et entre nous deux, on va faire un troc équilibré. Dans ce cas, c'est pas un système. Il faut qu'on équilibre de l'un vers l'autre. À partir du moment où on va chercher à équilibrer par rapport au groupe, ça devient un système. Ce système, il fonctionne grâce à une monnaie. Donc, ça dépend des thèmes, mais ça vous parler d'une monnaie qui s'appelle ça. C'est au temps passé. Et c'est important pour principe. Parce que ça veut dire qu'on ne fait pas des hiérarchies entre les différentes formes de services rendus. Finalement, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous eu la même chance, on n'a pas tous eu les mêmes accès à la formation, à la culture, etc. Mais on est tous des humains et on est tous capables de faire des choses. Dans un système de crédit mutuel comme le SEG et les banques du temps, la monnaie ne peut pas manquer, car elle est créée au moment de l'échange. Au départ, tous les comptes sont à zéro. La monnaie est une différence, un déséquilibre entre deux comptes qui s'équilibrent sur l'ensemble du système. Être débiteur n'est pas un problème. Le grand avantage du crédit mutuel, c'est que c'est un argent qui est insuffisant et pas en excès. Ce n'est pas l'abondance qui est la contrepartie de la rareté, c'est la suffisance. Quand vous êtes allé en abondance, dans le monde monétaire, vous vous trouvez avec un argent qui vous revient. Régulièrement, on édite un catalogue des offres et des demandes de tous les adhérents, avec des mises à jour régulières et les contacts de chaque adhérent pour que les gens se rentrent en relation directement les uns avec les autres. Et voilà, et puis c'est eux qui créent en fait l'unité d'échange, ils s'entendent entre eux à chaque échange, ils sont responsables de leur échange, et aussi elles se contentent de faire circuler l'information. Pour un certain nombre d'échanges, c'est le temps passé. Mais après, ça peut se négocier de gré à gré, c'est-à-dire combien tu offres, combien tu veux, combien je te donne, etc. Voilà, also können wir die traditionelle Währung kurzzirkuitiert, können aus dem traditionellen System raus, es baut in ein anderes System auf, wo dann sich viel mehr auf den Tausch basiert wird, wie auf Geld, dat je dan een ganz paar die Leute ausschließt aus der Gesellschaft. Dann haben wir die Monnaie, sogenannte Monnaie lokal, wo wir beispielsweise die Beki am Westen vom Land tun. Die Beki erlaubt für Kaufkraft an einer Region zu bannen. Das heißt, ich kann mit dem Beki so eigentlich just am Regner Kanton kaufen. Wenn ich also ein Beki kaufen, dann kann ich bei einer Leute gehen, die Beki haben, und die sind auf den Regner Kanton ja auch im Moment limitiert. Das sei schon ein extra Gehalt aus dem www.beki.lu, den ich auch gucken im Internet, wo dann gesagt wird, dass wenn der Beki den zirkuliert so dann, und wenn ich dann 100 Beki habe, dann gibt es da 100 Beki, die 6-mal ausgetauscht. Also geht innerhalb von der Region gibt ein Échange oder eine Produktion oder ein Konsum impulsiert von 600 Beki, Werte von 600 Beki.
Voilà, schließlich die letzten Deel von dem werde ich noch weisen, da das von der Spekulation. Spekulation, das wirklich den ganz negativen Aspekt von dem Geld haut, das bringt auch als ganz Wirtschaft an Franken. Do hun ich feier Filmer en klein Filmer Statements selektioniert verteichtung der Liter den Seiten. La spéculation a comme objectif de gagner de l'argent à partir d'un changement de la valeur de l'unité. Donc j'achète aujourd'hui des dollars ou des yens dans l'espoir que quand je la vendrai dans quelques heures ou dans quelques jours ou dans quelques semaines, cette valeur aura augmenté. Ces sommes alimentent l'économie financière, bulle virtuelle dans laquelle tourne toujours plus de monnaie. Dans cette logique de spéculation, la monnaie n'a plus d'autre fonction que de générer encore plus de monnaie. Voilà, de Patrick Livret enchaîné. La phase positive, c'est de dire l'anticipation de l'avenir est quelque chose de légitime dans les sociétés, mais à condition que ça serve véritablement à être une anticipation de l'avenir de l'économie réelle, c'est-à-dire des biens et des services effectifs. Il n'y a plus de véritable rapport entre l'économie financière et l'économie réelle. Et vous avez comme ça des masses de monnaie, par exemple, tous les jours, qui circulent sur le marché des capitaux à peu près 2000 milliards de dollars tous les jours. Alors que le commerce mondial proprement dit, donc lui correspond à l'économie réelle, c'est 8000 milliards de dollars par an. Dat kann ich schon korrigieren, dat toten. We zien de moment net meer op 2000 Milliarden pro jaar, maar op 6600 Milliarden pro jaar. Dat zijn Zahlen zum Schluss im Jahr 2019. Dus dat hält auch eine exponentielle Steigerung. Wat können wir daraus erfahren? Das heißt, Ainsi, plus de 98% des transactions monétaires journalières ne correspondent pas à des échanges de biens et de services réellement existants. On pourrait dire que, au sens global du terme, il y aurait suffisamment de monnaie, il y en a même probablement trop, mais à condition de recycler cette monnaie de l'économie spéculative dans l'économie réelle. Voilà, dat is die grote conclusie, dat is etwas, wat we ook weitaus mee werden entwickeln aan den zweiten Deel, ganz besonders auch am dritten Deel, wie kommen wir daraus raus.